Madame Minister, liebe Invitien Panel, die Damen und die Herren, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen am Nationalmuseum mitten an der Ausstellung Brandy. Die Table Ronde von heute Abend ist ja ein von den vielen Programmpunkten am Kader von der Ausstellung. Man muss uns gedacht, une fois n'est pas coutume, da machen wir mitten an der Ausstellung selber. Der Brandy steht ja zu Recht oder zu Unrecht als von den Pionieren vom Artiste Indépendant zu Lützeburg. Und ich meine, kann ich sagen, dass nicht wie kaum ein anderer noch zum Teil von an seiner Image der Macht das Bild angebaut wird. Dafür passt das, denke ich, an das Thema von heute Abend. Ehe ich weitergehen, wollte ich ein paar Merci lassen für dich und den Paul Bertmes. Ich brauche nicht viel zu stellen, singen Ritten am Lützeburger Kunst und Künstler zu Lützeburg sind als alle bekannt. Ein großes Merci, Herr Bertmes, dass er spontan Bereitschaft hat, die Diskussion von heute Abend zu leiten, zu enkadrieren und zu animieren. Dann natürlich ein großes Merci an alle Panelisten, Madame Minister, merci, dass er Zeit von tut. Auch all denen anderen ein großes Merci für Ihre Bereitschaft, heute Abend heute zu sehen. Erstellen Sie nicht am Einzelnen für den Paul Bertmes, wird das gleich am Anschluss machen. Dann merci natürlich an als technische Equipen, die das alles abgebaut haben und dafür sorgen, dass es am Saal und hoffentlich auch online heute Abend wird gut funktionieren. Es sind also eine ganz paar die Leute, die uns von der Bausen den Abend zugucken und nullausstören. Merci dafür. Last but not least, eure Merci und Jamie Armstrong, was ein Member vom Panel heute Abend ist, als Vertreterin von der Cellule de Préfiguration vom Lützeburger Kunstarchiv. Hat Madame Armstrong nicht nur die Idee gehabt von der Table Ronde, mir hat sie auch an der Praxis organisiert. Merci. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für die Synergien, die sich an der Zukunft werden ergeben zwischen der eigentlichen Care-Arbeit vom Nationalmuseum als Ausstellungsort der einerseits an einem Lützeburger Kunstarchiv, den streng dokumentarisch archivalisch Funktion wird überholen. Mir wird ganz viel Überschneidungen und Synergien. Soweit von mir heute Abend. Ich wünsche uns allen einen interessanten und hoffentlich ungerechten und heinst auch kontroversen Debat. Und ich gehe da direkt weiter und Herr Bertmes. Merci. Die Damen und die Herren, am Kader vom Robert Brandy-Singer Retrospektiv, wo wir da sitzen, können den zwangsläufig auf die Thematik vom freischaffenden Künstler zu Lützeburg. Ob der Invitation für das Table Ronde heisst, ich zitieren, für seiner Kunst zu leben, da das der Wunsch für viele bildende Künstler und Künstlerinnen zu Lützeburg. Mit Situation im Niveau von der Education, dem künstlerischen Austausch, der Konkurrenz, der Visibilität, der sozialen Berufssicherung oder dem offiziellen Statut waren am 20. Jahrhundert teils ganz verschiedene Wege. Vielen die, wo der soll für im Hintergrund für diese ungleiche Konditionen als freischaffende Künstler oder freischaffende Künstlerin verstanden gehen. Wenn hauen für welche Kriterien zeichnen sich diese Berufe aus? Auf wer bringt es mit sich, zu Lützeburg professionelle Künstler oder Künstlerin zu sehen? Darüber diskutieren wir in der nächsten Stunde und was auch noch ein froher Antworten, also eine Diskussion mit den Leuten, die hier am Saal sind, viel gesehen. Also darüber diskutieren wir mit der früheren Kulturministerin, Madame Erna Henniko-Schöpjes. Sie ist ja selber Musikerin, und hier als der erste Gesetz vom Statut de l'Artiste geschaffen gehen. Sie ist immer der Hauptstimme von der Kulturpolitik aus den 1990er Jahren. Dann mit der aktuellen offiziellen Stimme von der Kulturpolitik schwätzen wir auch, das ist dann Kulturministerin Madame Saint-Vincent. Ein erhöhtes Gesetz vom Statut de l'Artiste Indépendant weiter adaptiert. Das gouf jetzt Hand eng Hedewul für neue Professionalisierungskulturen geschaffen. Ich denke, zum Beispiel an Kulturlux. Und dann haben wir die junge Künstlerin Julie Werner, die seit 2015 freischaffend zu Lützeburg an den Bereichen hauptsächlich Illustration und Malerei schafft. Sie hat auf der École Supérieure des Arts Saint-Luc zu Bresel studiert. Und also am Komitee administrativ von der AAPL, also von der Association des Artistes Plasticiens du Luxembourg. Dann hast du auch den Maler Roland Scholz, den in den 1970er Jahren zu Stuttgart lebt.
wohin auf der staatlichen Akademie der Bildenden Künste studiert hat, und noch eine Zeit als Dozent enseigniert hat. Er schafft heute als Maler zu Stuttgart und noch eins dort zu Lützeburg. Und dann mit Jamie Armstrong sie hat BA an der Kunstgeschichte und Anglistik von der Uni zu Zürich, in MA an Museologie von der Uni zu Amsterdam. Sie schafft seit 2019 am Abbau von dringend nötigen, nach schon lange überfälligen Lützeburger Kunstarchiv. Sie möchte Recherchen zur Geschichte vom freischaffenden bildenden Künstler zu Lützeburg, also eine aktuelle Stimme von der Kunstwissenschaft. Sie hat maßgeblich Brandy-Katalog zu der Retrospektiv von dieser Ausstellung beigetragen. Übrigens wird sie mal gesagt, der Katalog für auch noch zu kaufen, wie ein Durchschnitt gebaut beim Lift, wo man die Stadt da gemacht hat, weil der Katalog ist noch flott. Ihre Klasse geht, wollte ich nach ein paar Zitate gehen. Für die erste wollte ich die Rekommandation relative à la condition de l'artiste von der UNO, von der Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture von 1980 zitiere, wo den Artist folgendermaßen definiert wird. On entend par artiste toute personne qui crée ou participe à son interprétation, à la création ou à la récréation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnu ou cherche à être reconnu en tant qu'artiste, que sa création soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque. Gerade der Schluss steht man aber nicht unwichtig zu sehen. Und dann habe ich bei der Präparation von diesem Ofen doch einen interessanten Artikel von der Madame Alison Bain von sie als Associate Professor zu Toronto der Uni, beschäftigt sich mit Urban and Suburban Culture und dafür in allem mit der Relation vom Artist an den Urban und Suburban Culture Sektor. Sie schreibt, wenn ein Artist als full-time commitment to a distinctive way of life, it is widely acknowledged that an artist must negotiate other part-time jobs and roles to allow a living. Voilà, ich meine, das ist ein bisschen schon spannend gewesen, worum es eigentlich den Ofen soll gehen. Daraus ergibt sich ein paar die Fragen, die uns heute direkt betreffen. Ja, was heißt das eigentlich an so einem kleinen Umfeld, an einem kleinen Gebiet wie Lützeburg, für seine Kunst zu lehren? Wie kann sich Artist nennen? Geht den eventuell auch zum Artist ernannt? Als Artist den üblichen Beruf, also nicht echt eine Art Berufung, nicht Kunst, weil ihn das ganz einfach machen muss, aus innerem Drang heraus. Wie steht es mit den Autodidakten gegenüber von den akademisch ausgebildeten Artisten? Und wie ist es mit dem Umfeld? Zum Beispiel mit den Arbeitskonditionen wie Atelier, Förderungen, Ausbildung, Ukaufsprogramme, öffentliche Kunst am Bauaufträge, mit der sozialen Orientierung, mit dem fiskalen Kader, auch eventuell für Kollektioneuren, aber auch mit den Galerien, den Kunstforen, den öffentlichen Institutionen, wie ist es mit den Medien, mit der Kunstkritik, der Visibilität, an dem gesellschaftlichen Stellenwert vom Artist an dem Kunstmilieu. Schließlich stelle ich auch vor, wie ich meine, mir unbequem frohen, wer das professionell Kunst schaffen, sind das nicht die Werke, die von Artisten geschaffen gehen, die ausschließlich von ihrer Kunst leben. Und wie frei sind freie Artisten an ihrer Arbeit wirklich? Wo lauert eventuelle Konzessionszwang? Wo lauert eventuell die kommerzielle Überhang? Für da können sie verlieren. Aber weiter muss professionelle Kunst nicht prioritär als einer konsequenter, selbstkritischer Arbeit resultieren. Wie ist es mit der künstlerischen Identität, der Authentizität von der Arbeit, kurz mit dem Schaffen von einem artistischen Werk, das den unverdient, als sich nicht für allem in kommerzielle oder gesellschaftliche Eckdaten orientiert. Voilà. Als erstes gebe ich das Wort gerne Madame Erna Hennigo richten, für den ganzen Hintergrund. Also wird wichtig auch für uns zu wissen, die hat damals den nächsten Statut an Leben gerufen, das war in den 1990er Jahren. Wie war damals die Akzeptanz, wie war die Situation, wie war die Atmosphäre,
wie ist das abgeholt von der Politik, aber bei den Artisten? Ja. Ja, das sind Fragen, die ich an einem Satz könnte beantworten. Die Akzeptanz, die war miserabel. Der Staatsrat hat den ersten Projekt, den wir angerichtet haben, 1995, mal zurückverwiesen und 1999 kommt das Gesetz gestimmt, die werden alle gut kennt, nur ganz vielen Änderungen. Wenn ihr dazu kommen, das ist aber eine Viergeschichte, weil am Anfang muss man sich vorstellen, immer du gekommen sind, hat man auch Kunst. Und man hatten auch Künstler. Und die haben geschafft, weil sie Aufträge gekriegt haben. Weil sie Kirche gemalt haben, weil sie Denkmäler gemalt haben. Der Klaus Zito, den eine Frau geschaffen hat, den hat sein Leben verdient, hat Kirchmonumenter. Und alle guten Elemente, die sie mit der Zeit ein bisschen rübergeregelt gehen, und das, was sich dann Kulturminister nennt, aber wird dann eigentlich den Ursprechpartner und dann noch der Schöne hinaus von all den Sachen, die mal nicht so gut klappen. Also, bei der Regierung hat es angefangen mit dem nächsten Akt, das war 1982, schaffen vom Fonds Kuna, vom Fonds Kulturell. Und das war den Pierre Werner, den das eine Initiative gemacht hat. Pierre Werner hat damals aber schon eine andere Initiative geholt, weil ich hat als damaligen Deputierte von der Kulturkommission Präsidentin eine Table Ronde organisiert mit Künstlern. Und da war dann von einem Künstler gesagt, wie viel Wert kriege ich, wenn ich ein Bild verkaufe, das an ein Jahr versteuert, und ich habe hast du 3-4 Jahre Druck geschafft. Da hat der Pierre Werner dann Besteuerung davon geändert. Daraufhin aus den Fonds Kulturell dann entstanden, und die nächste Regierung 89 steht ein ganz partipräzis Punkten, die sie gefällen ändern am Bereich Kulturstatut. 1991 war eine Motion an der Chambre. 91. Und du hast gefragt, gehen den 1% auf den öffentlichen Gebäuden anzufeiern. Das heißt, bei allen öffentlichen Gebäuden für die Kunst 1% vom Kostenpunkt zurückzubehalten und das dann auszuschreiben an einen Künstler vergehen. Das ist aber nicht zum Drohen gekommen bis viel mehr spät. Da gab es das Statut vom Artist, ein Projekt, ein Text von 1994, den haben wir aber zurückgezogen, der war deposiert, weil den ist nicht weit genug gegangen ist. Und die ganze Wolle überblickt hat, und dann hat dann die Regierung, die 95 ja auch ein Kulturminister geschaffen hat, weil für drüber Affäre kulturell. Und du mit dem Text, den am Juli 1996 deposiert genoss, haben wir uns geplot, bis wir dann 1999 endlich ein Gesetz hatten, weil der Staatsrat, den hat da ganz böse Bemerkungen gemacht und gesagt, dass wir unverantwortlich, dass das Ministerium sich ummussen für zu designieren, wen dann nur ein Artist ist, auf wen nicht an der Statut von einem Artist darf rankommen. Das war natürlich eine Bemerkung, die nicht von der Hand zu weisen war, wir müssten dann da ränkeln, für das an ein Gesetzesprojekt formuliert zu kriegen. Wir hatten da damals eine Formation angehangen und wir hatten doch zeitlich limitiert. Ich meine, in der Zwischenzeit ist ja der ganze Text vom Statut vom Artist noch aufgeändert ging. Aber die Akzeptanz, die war bei den Artisten noch nicht. Sie waren nicht alle gut zufrieden, weil ich schon noch einen Text von der Gewerkschaft, vom OGBL,
den äußerst kritisch war, der Staatsrat, den hat auch den ganzen Text und Chambre professionell gehen. Das muss ich auch mal vorstellen, weil was tun Chambre professionell, da man se dicke hat. Eigentlich war aber Zürich eng berechtigt, weil sie wollte nicht an einem Text, wo ihr Leute etwas können fordern vom Sozialminister, von der Krankenversicherung, wollten sie keine Überschneidungen, was so Bestimmungen, die jetzt an andere Bereiche, bei den Handwerkern, bei den Betrieben gibt. Und dafür war den Text dann und Chambre professionell gegangen, an letzten sind wir dann am Juli 1999 können den Text stimmen. An dem Gesetz, du war auch den E%, ich hatte mal gesagt, mal 1,5% auf öffentliche Gebäude, das auch eigentlich nicht zur Exekution kommen, also in der Zwischenzeit an einem aufgeschafft ging, plafoniert ging, was alles darauf hindeutet, dass da war der Mentalitätswandel per rapport zur Kunst am öffentlichen Raum auch zu diskutieren ist. Weil keiner hat sich ja vorgestellt, wie es dann heute bei uns mit am öffentlichen Raum Sprangbohren, Statuen, Scheißsachen, schön gemalte Fassaden. Wenn wir Häuser von früheren Zeiten gucken, da sehen wir, dass manchmal Kleinskulpturen drin sind oder auch mit größer, dass Bandramalereien sind. Alles das schenkt bei den Bauherren von den späten Nokrissionen nicht mehr so no gewesen zu sein, so dass du kein Obträge mehr wären. Mittlerweile wird ja aber den Bauminister dann noch Initiative geholt für Kunstwerke an den Gebäuden zu machen. Und wie das für sich geht, als auch vielleicht, du werden dann die Betroffenen hier nur auch wieder zu sagen, nicht immer transparent und auch so, wie es soll sein. Bref, also meine Analyse, das Statut vom Artist brauchen wir, weil Künstler, die soll nicht wannen, kein Obtritt wird. Und nur an der Pandemie haben wir ja gesehen, dass der Kulturbetrieb am Herzen getroffen ist. Dass da 70% von den Ressourcen auf verschiedene Bereiche einfach flach gefallen sind, dass das schon nicht ist, dass man sozial Opfangnetz hat. Ich bin aber noch nicht von den Intermittenten gesprochen, weil die haben wir ja auch an dem Projekt mal dran geholt. Ich meine, das thematisieren wir heute noch vielleicht ein bisschen mehr, weil wir hier in einem Kunstmuseum sind an der Präsenz von Artisten. Den Problem war aber auch, hat zu viel Kritik losging. Aber es soll so sein, dass in einer Gesellschaft, die demokratisch ist, die open ist, die auch keine Scheuklappen hat, dass du kein soll drinnen leiden von einem Künstler aus. Was heißt da Künstler sind, da tun wir Information, weil dem mal zum Rock gedurcht, das kann ein Gefahr sein. Wenn du Junge mengt, könnt, etwas und dann halt noch und dann gibt's direkt eine Statut, lockt, ohne Information gemerkt zu haben und ohne zu wissen, dass er noch eine Zukunft wird, dann ist das nicht richtig. Und es soll nicht mehr Kunst kommt von können. Also der Künstler darf nicht abhalten zu schaffen. Das ist immer an der Ausstellung von Robert Brandy, von in du guckt, was drin ist, da wird eine Evolution oder anders. Das ist permanent. Für das zu verstehen. Das kriegt den ganz schwer rübergebracht, dass der Künstler ja immer muss und immer an Betrieb ist. Das keine Vakanz ist. Schon denke, vorgestellt kriegt noch einen Konzert von einem Orchester, so wird man die Musiker dann, was kein Konzert spielen. Also,
die Impression, die setzen sich da hin und da geht das. Nee. Und die Mentalität, für die zu durchbrechen, das wird schon erfolgreich, und ich meine, Madame Thomson, die kann sich daran bestätigen, mittlerweile ist aber ganz, ganz viel geschieht. Alle Künstler dafür meine Anerkennung, merci. Und das ist aber nicht, weil so viel Satisfaktion gibt. Aber wenn ich mich auf so ein Piano setze, da bin ich froh und zufrieden. Nach Führung gehen bei der Roland Scholz. Wir sind einfach, wie wichtig ist das, Kreation schaffen, das für sich aus schaffen, das kontinuierlich schaffen an der Kunst. Wie ist es dann nur, ich meine, der schafft ja als Artist am Ausland, der wird immer als Artist geschafft, der war teilweise Dozent. Mir als Firisch dann das Firisch ein Artist, aus dem Sinn, in den nicht Statut lohet für professionellen Artisten, oder den nicht nehmen als ein Artist independent für seine Arabisch lieft, dass das notwendigerweise ein Artist zweiter Klasse, oder geht es dadurch, also nicht vielleicht mehr wichtig, Herr No, das Wirk muss geguckt gehen. Was könnte als Wirk raus, was tun wir als Gesamtwirk, Herr No? Ich meine, wenn wir so mit der ganzen Lützeburgischen entwickelt, mit der Männer gerade kurz umgeschwert, mit der nouvelle Equipe, mit den Ökonomak, mit den Generationen, die da noch kommen, die alle gut geschafft haben, weil es eben nicht möglich war, für nicht zu bestehen, die dann aber komplett Wirkehandel los und Gesamtwirkehandel los und dann wird auch einfach die fertig wurde parallel nach sich am Ausland zumindest ein bisschen zu positionieren, die wir selber gegangen sind, und noch, das muss ich dann auch sowieso selber finanzieren tun. Wie seht ihr das als Artist selber, den heute am Ausland lebt? Grundsätzlich als festzustellen, wenn man vorbeischnitt Lützeburg guckt, dass Lützeburg ein absolut Paradies ist. Vergleich Deutschland, das ist nicht das Schlechteste. Die Situation von der Kunst zu Lützeburg, ich schwätze nicht von der Qualität von der Kunst, von der Manier, wie sie gefördert wird, aber was halt verdient KG hat Kunst, das ist etwas von denen, die Möglichkeit nicht mehr drehen können am Ausland. Das würde nicht mit einem Statut zu tun. In Deutschland gibt es ein Künstlerstatut, das ist für KSK, Künstlersozialkasse. Aber mir geht es nicht. Das heißt, da geht ihnen einfach, muss ich sagen, ich weiß nicht, ein professionelles Gremium, da geht ihnen akzeptiert. Und da ist man schon da, wenn es wichtig ist, den TVA auf seinem Material zurück. Das macht der nächste Fehler, den hört. Aber für den Rest, wenn ihn die Anerkennung hat, kann ihn, wenn ihn so und so viele Jahre geschafft hat, und nur gewiesen hat, dass den mehr oder weniger professionell ist, das beweist ihn dann mit Katalogen, mit Kritiken, mit was auch immer. Da geht ihn an der KSK, Künstlersozialkasse, kann ihn abgeholt gehen. Und das hilft einfach, der Staat tritt als Arbeitgeber ab, der bezieht sozusagen den zweiten Teil von den Sozialleistungen. Der Künstler bezieht auf seinem Gewinn so viel Prozent, an den Staat zieht der Anhalt. Die Bedingung ist aber, dass er 600 € den Monat mindestens abkommen sollte. Und es hat keine Ahnung, wie viel ich erkennen, dass gut Künstler sind, an Jura eine gute Ausbildung hin, alle Ausbildung ist nicht, dass eine gute Künstler hat. Wenn die gute Künstler sind, die von ihrer Boma, von ihrer Frau, von ihrer Tata sich Bilder kaufen lassen, dass sie auf die 600 € den Monat kommen. Also da muss man die Situation als krass ernst wie hier. Da muss ich wirklich mal einen streichen. Auch was Preise von der Kunst belangt, für junge Künstler hier an dem Ausland, die schnell Unerkennung, die in hat. Haben mit den Ausstellungen dann einen Artikel in der Zeitung, an sie meistens freundlich, meistens. Und für ein paar Jahre die Paradoxsituation, dass am Casino Jungkünstler Jean Atelier quoten. Die dürften dann dort 2-3 Meter an einem Atelier, an einem Museum am Anfang schaffen. Ich meine, sie waren 2022. Das sieht für dünner gerannt. Ich habe mir gedacht, ich habe mich mal mehr Müllerband gekriegt, weil ich so, das sei ein so, oder weil das sei eine Unterhaltungsshow. Stellt der jungen Leute hier an Atelier, der tut schon mit keiner Realität zu tun, mit keiner künstlerischen Realität zu tun. Und ich komme noch auf den Punkt, dass ich die jungen Leute an den Fall gelagt.
Und eng zu viel freie Unterstützung, an eng zu viel Lichtunterstützung, also ein ganz großes Fall für Künstler, dazu zu viel Mengen sie könnten du verlieren. Also muss man das einfach, da gehst du mit Tata an der Money an Twin kaufen. Die Darstellung lief immer gut. Aber du noch könnt, das ist eine andere Geschichte. Und ich kenne sogar in Deutschland viele Kollegen von mir, von der Akademie. Ich habe für dich Zeche-Prof gemacht, natürlich, ich muss noch ein Nebenfächer machen. Ich war in 70er Jahren auf der Akademie, das war eine Weltzeit, muss ich wirklich sagen. Wie hier das hier, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, das war Sodom und Gomorra. Ein Prof wollte kein Prof mehr sehen. Nee, Profe wollten kein Profe mehr sehen, weil das war, wie das geht, unter dem Talaren der Move von 300 Jahren oder so. Wollte kein Prof mehr Prof sehen, das auch nicht enseigniert geht. Das ist, wenn ihr wollt, also, wie ich bin auf der Akademie gegangen, du kannst nichts lehren. Ne? Aber das war nicht der Fall. Dem war dann, also bei allem Respekt für Boys, auch für die Leute, also ich will das auch nicht schlecht machen. Aber ich war einer aus der Provinz, der Manager gemalt wird, ja. Und Prof gesagt, du malst, überhaupt nach war schon ein Problem. Wir sehen, der Boys, das Unglück fängt damit an, dass einer eine Leinwand nimmt, auf eine Staffelei stellt, ne? So der Boys. Das war so der Geist von der Zeit. Das ist, ich bin an der Musik gegangen, an Musik zu Stuttgart gegangen, und habe geguckt, wie die das gemacht, wie die das gemacht. Ich bin am Anfang nur gemalt, für sich zu verstehen, was du war. Und dadurch, dass ich eben eine Beifachung müssen studieren, und Johann so müssen aber abstehen, an die Uni gehen, das war nur die Akademie, ja. Das heißt, dadurch, dass die Zeit, ob der Akademie, die mir übrig geblieben ist, als mir immens wertvoll ging, ja. Weil ob der Uni nicht mehr so Scheine machen, schon aber müssen ein Examen machen, ob der Akademie. Du hatte mir Profen, renommiert Profen, die nur zu New York zu Buenos Aires gewohnt. Den das Enkelsemester kommen, und hat eine Klasse für Malerei gehabt, und hat den Studenten verboten zu malen. Und hat auch die Studenten, und hat auch Studenten für Enseignement, für Zeche-Prof, die hat den allein 6 gegangen. Und hat den Studenten, die gemalt haben, einfach über den Tisch fallen lassen. Und es war eine ganz schreckliche Zeit, wo ich mich erinnere, an die einzig, die hautnah von meinen Kollegen, die von ihrer Kunst können leben, das waren all die damals nach ob Dünne Nebenage gegangen sind, und die verstehen nun, was für eine Freiheit Kunst ist. Und ich so, die Voraussetzung für Glück, die Voraussetzung für Glück als Freiheit, weil das die Voraussetzung für Freiheit als Courage. Ja? Weil ja, aber direkt du fängst so, wenn ich das mache, kriege ich dann die Unterstützung, ich finde das immer ziemlich schlecht. Ich meine, es wird kein gezwungen, den Beruf zu ergreifen, ne? Wenn lo ist so ein Installateur oder du sitzt ein Architekt, wenn ein Architekt kennt, an den geht nicht eins, mit zu studieren, der kann nur, wenn er studiert, mit engagiert, da verkehren hier. Soll die Staat ihm dann irgendwie eine Kompensation dafür bezahlen? Ich verstehe das nicht. Also, das ist schon eine arme Jobfassung, ne? Ich bin immer der Meinung, dass wenn ich meinen Beruf greife, ich schwätze von Malerei, ich schwätze nicht von Musik, auch von anderen, ich schwätze von meinem Beruf. Du brauchst aber einen gewissen existenziellen Stachel. Du musst ihn aber mal so ein Markt geht, das kommt nicht vertronnen. Aber wenn du immer so, wie dann Holland eine Zeit war, Holland gegen die Zeit, das Modell, das den Statut d'Artist hat, und dann eigentlich müssen 2 Bilder aufgehen, ne? Also irgendwie 2 Bilder bräuchte, kurz den Almund denkt frei. Ja, die Leute tun just da 2 Bilder gemacht. Und die haben sie aufgehen. Und nun hat sich vorgestellt, und Holland, ja, mun Lehrer voll Bilder. Was machen wir damit? Also, das war eine große Diskussion. Das tut ja auch Kost, das alles, zu stockieren, würde. Ich meine, wenn ich finde, dass nur das Idee, dass alles verbrannt geht, alles für die Gemeinde geht. Also, ich fand eine ganz ambivalente Geschichte für einen, weil Jungleute viel zu viel frei, also, ich schwätze von der Malerei, auch von der Skulptur, von den wirklich freien Berufen, und dort so viel freie Unterstützung können. Wie gesagt, geht schon kein gezwungen. An das Risiko muss da sein. Wenn der Beruf ein Risiko, ich meine, da kann er nur etwas ernst machen. Mein Papa wollte immer, dass ich Beamte gehe, ne? Ich konnte schwer Druck, ich habe mein Studium müsste selber bezahlen, ne? Ich bin hautnach froh, hautnotredlich, froh, dass ich gezwungen bin, ich habe gejobbt. An einem Moment, wo ich Zeit hatte zu malen, das war für mich eine wunderbare Zeit. Ich habe die genutzt, weil die Zeit ja nicht total verfügbar war. Viele haben gesagt, wir können noch aufhängen, ne? Mir war klar, ich muss
no echte Staatsexamen op der Akademie muss ich mich entscheiden, was mache ich. Bis dahin muss ich mich selber ein bisschen getestet tun, ne? Ob ich da eine Chance zu packen. Wie se dir dat? Di si eng jung freischaffend Artistin, geschafft als Illustratorin noch. Wie se dir die Situation, die Kontext mat förderen, net zuviel förderen? Also schatzen dann am Mengegem no net an der a priori sinnestoffiert dat Jong Kënscher, die vun der Uni kommen, eigentlich sollten e Kadergebiete kreen, Olaf stellen, Geburte kree, wo sie können sich entweder orientieren, so net so an Mat was du willst, mir dat wie du hast, dass du sollst gewissen Punkten erfüllen, dat en enge Unterstützung kann kreen, weil haut ist das extrem schwer überhaupt sie verlieren, ob dat lo Künstler das ist, ich mein, all an dependant Arbeit aus schwer Post zu fassen. Dafür voilà, so a priori soll ihn aber unterstützen. Gleichzeitig kann es auch nicht unrecht gehen, wenn ihn so jeder Rang mit dem Mal gerne einen Pinsel an die Hand hält, siehst, weil du bist der nächstbeste Künstler und du packst das super. Schon auch oft Stagiären oder so, die bei mir kommen, wo die Eltern dann sehen, kommen, ihr Mut aber so gerne. Ich ja gut eigentlich evaluiert, was das alles heißt. Dass das nicht einfach wird Sinn. Du musst ihn sich auf die Spatte stellen. Du kriegst nicht einfach alles durchgestalt. Du schaffst mehr wie andere Leute. Also den Klischee vom Künstler, den er mischt. Ich weiß nicht, wo ihn hier kennt. Also, das ist kein Vakanzen. Du probierst die ganze Zeit, dich auch vorzustellen, immer zu gucken, auch was man Leute, die Firma machen, die am Gleichaltrigen sind, was machen die, wie kann ich mich positionieren. Wie gesagt, das Unterstützung aus meiner Meinung nur einfach nötig, solange nicht kann begründen, an dem sie kann weisen, hey, ich engagiere mich an der lokalen Szene oder an Assoziationen oder ich bin Member oder ich organisiere ein Festival da oder ich weiß nicht was. Ich mache etwas dafür. Wenn ich das besonders möchte, weil ich gerade Lust habe, muss ich noch richtig anfangen, das ist am APA-Loch ein Problem, Professionalisierung vom Künstler noch viel bringen, das möchte ich nicht, wenn ich jeder Rang mal so ein Free-for-all, ja, okay, mit den Algen an dem Sinn, ob der Namenste schien, entweder geht den verschiedene Risiken an oder nicht, und da sind ich persönlich ein bisschen mehr ein Hardliner, sag ich mal so. Das muss ich noch ein zu KPK gucken, das kann ich nicht lang sagen, okay, du musst ja nur ein Tabrupisch, weil halt, also du kannst eine ganz sozioökonomische Diskussion aufhängen, wie schwer das zu Lützburg zu leben, es passt von viel zu wohnen, viel zu schaffen, alles das ist nicht evident, und du kannst in keinem viel geheuern, da du etwas, da du künstlerische Aktivitäten noch nebenbei musst, wie vielleicht Kurse gehen oder so Sachen oder etwas ganz anderes, viel sich über Wasser zu halten und dann nicht als professionellen qualifiziert zu gehen, weil ihn so einfach nicht packt an der Lützeburger Landschaft einzugehen. Das ist ein anderer Froh. Voilà. Dann noch hat Merkmal leid eben drauf, dass Berbicht muss professionell sind, dass sie selber eine professionelle Attitüde hat, dadurch bestimmte Disziplin aus einer bestimmten Reben, die selbst die kontinuierlich selbstkritisch arbeitet. Muss ich wissen, die muss machen für uns. Muss ich schwammen, wenn ihr den Roland Schulz gesagt hat, Jamie Armstrong, die gesagt, ich sage von der wissenschaftlicher Seite aus, das dafür ist Professionalismus an der Kunst, weil ich meine, du dich viel mit den Sachen beschäftigt. Ja, also ich meine, Kunstwerk kann so nicht professionell sein, dass der Künstler, der professionell ist, den Künstler, der professionell ist, an Kunstwerk kann dann dementsprechend eine Qualität tun. Das ist natürlich ein ganz komplex Frage, wenn ich also Kunstwerk, qualitativ gut Kunstwerk, und ich meine,
da gehen Kriterien, die sind gar nicht schwarz-weiß, die ergeben sich als ganz, ganz viele Kontexte, die zusammenkommen. Und das setzt doch voraus, dass man Kunstwerk nicht als ein isolierten Objekt gesehen, den aus einer eigenen kleiner Welt lebt, aber viel mehr, und da sind wir dann mit den Geisteswissenschaften. Das ist ein Objekt, also ein ganz komplexer kulturellen Objekt, den sich federt aus ganz vielen, wie so ein Kontext an sich auch daraus erwies. Ich meine, für allem seit, oder spätestens seit Marcel Duchamp ein Pissoir ausgestaltet wird, haben sich die Kriterien ganz grundlegend verändert. Die Kategorien oder die Kriterien, die vier da waren, an Marcel Duchamp hat das selber Kunst für die Netzhaut genannt. Die Kriterien, mit denen man Schönheit zum Beispiel von der Malerei beurteilt tun oder ob etwas Proportionen gestimmt tun. Die Kriterien gehen bei zeitgenössischer Kunst einfach gar nicht mehr durch. Wir müssen Kunstwerk an ihrem Kontext gucken. Und ich meine, dass auch dort, wo die Institutionen können dazu beitragen und für allem ein Kunstarchiv dann zusammen mit dem Museum, mit der Bibliothek, ein Archiven, die wir haben. Weil voilà, für mich, was ein gut Kunstwerk ausmacht, das Kunstwerk, was Referenz hält, ob das, was für da war, und der Künstler möchte gut Kunst an Mengen an, wenn die Kontext, in dem man abskreiert, respektiert, so wie dir das auch für drin erklärt wird, Herr Schoss, die sieht, geht an Galerien gucken, an Museen gucken, einfach für die Kunstgeschichte auch zu kennen. Und ja, voilà, ich meine, dass du Troll dann auch aus von den Kulturinstitutionen für die Kontexte Künstler, aber auch nicht nur die Künstler, aber auch die Kritiker, die Kurateuren, die Galeristen zu bieten, sodass die sich können informieren über die Kunstgeschichte. Madame Minister Tanson, kommen wir bei ihr. Von die Diskussion, die Sie ein bisschen gelernt haben, ich meine, das ist ein ganz komplexen Hintergrund gewesen. Die hat dann nur die schwierige Aufgabe, dass man deren Equipen dann am Dialog mit den Artisten antworten, auf diese Herausforderungen zu finden und die dann auch noch politisch zu begründen, also noch politisch umzusetzen. Ich meine, Madame Hennig war es ja für die gewesen wird, wie schwer das heißt, dass in den letzten Jahren relativ ganz viel geschieht. Es sind noch Sachen geschieht, nicht nur, was die Statut geht, aber auch von professionellen Strukturen, die entstanden sind. Wie sieht das Land im Moment abgestellt? Sind da noch Chancen, die abstehen? Oder sieht da so, das geht lo, man muss da gucken, dass wir Hund konsolidieren. Wo sind wir an Ehren drin? Wie ist Ihre Strategie da? Wie lange kann ich schwätzen? Nicht allzu lang. Aber dann am Resümee für dich mal, ohne die Arbeit, die an den 90er Jahren von der Madame Hennig gemacht wäre, hätte man wahrscheinlich nicht die Kulturszene zu Lützburg, die wir heute tun. Danach kommen noch an die Kulturellen, die das auch gefördert tun. Hier ist das ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen, wie es kann durch ein institutionelle Kader, durch ein legale Kader ganz vieles möglich machen. Das weiß die Politik, die in dem Moment gemacht hat. Das natürlich wird die Welt seitdem ein paar Mal gedreht. Und die Herausforderungen sind andere, auch im internationalen Kontext, die Kultur liegt so geschaut. Dafür muss man auf der einen Seite konsolidieren, respektiv adaptieren und Zeit von Haut, da das zum Beispiel das, was wir am Gang sind zu machen, mit dem aktuellen Arbeitsstunden auf dem Intermittenzstatut, wo man zusammen mit den Assoziationen gucken, einen Text zu machen, den all den Kontranten Rechnung trägt. Weil natürlich ist es richtig, dass man nicht sollen Künstler an eine Situation bringen, die ihnen zu Leben schenkt, dass sie könnten oder du mal da evaluieren. Aber Haut also so komplex überhaupt schon können, mit einer Pai ordentlich über Brunnen zu kommen, dass es essentiell ist, wenn wir gerne Künstler hätten, die an aller Freiheit
können hier Kunst ausüben, dass der Staat sie unterstützt. Ich fand das extrem wichtig, und gerade bei den Jungen auch für uns zu kommen, auf hierhin einen gewissen unabhängig zu gehen, tut natürlich eine Chance, dass ein älteren Hand drin hat, die einem hilft. Ich meine, du hat das selber auch zu ihrer Zeit, und wir mussten durch die Vereine dieselbe Möglichkeiten gehen, oder auf jeden Fall ein bisschen Möglichkeiten gehen, und zu kommen. Natürlich, du sind wir am Gang, du uns schaffen, erstens den Accès an den Statut für die Jungen, den mehr einfach wird gehen, wie ein du hast. Und einfach auch die Vereinfachung für die schon wie lange dran sind, meiner Kontranten, und mehr eine große Flexibilität vor allem für den Artist, par rapport zum Statut vom Intermittent, wo es ein ganz rich ungerecht geht. Wir schaffen auch Congé kulturell, dass deren soll angefordert gehen, dann für die legale Kader, und dann institutionelle Kader, also natürlich Kultur X, wo auch ein Projet de loi NRW für die Etablissement public zu schaffen, wo im Moment als ASBL funktioniert, weil da den, dass du wolle heben, mit den Äden, die kann kreieren, mit auch einem professionellen Aufbau, mit einer Bekleidung, einer Urlaubsstelle, wann in bis heuer, also dann, das aber auch das Rayonnement wird als Grenze, wie die Verdruck gesagt hat, von einem aberklangen Land raus, sodass das auch immens wichtig ist, dass man da, und dass man auch all die anderen Länder, auch die Großländer, dass man den Artisten Möglichkeit geben, mit einer professioneller Handhab sich über Grenzen raus zu bewegen. Das sind so die ganz großen Chantier. Ich meine, wenn man gerade von dem Ausland schwätzen, noch von, dass so einfach, ich meine, wir haben ja zu Lützeburg die Situation, dass wir zwar mittlerweile eine Universität haben, aber dass wir keine Akademie, und das ist natürlich auch ein Froh, eine Akademie brauchen. Ist ja sicherlich nicht schlecht, wenn wir einfach für Leute von draußen rankommen, die neue Impulse geben, weil dadurch neue Kontakte entstehen, wo dann noch hoffentlich dann weiter Leute von Lützeburg, Artisten und Artistinnen, die das machen, rausgehen. Weil wir können ja nicht mehr davon erleben, dass wir abstehen. Wenn wir uns an der Nabelschau erheben, mit der Nabelschau erheben, genügen, dass wir da, wo wir ein bisschen, wo ich persönlich im Moment einfach ein Problem gesehen, dass ein Hedewulf von Leuten sich im Moment Artist nennt. Und das aber näherens, dass irgendwo richtig kanalisiert wird, hier dann mal so zu sagen. Das heißt, wo müssen wir selektiven Kriterien vielleicht denke ich, ja mehr viergegangen sind, die auch Qualität an der Entwicklung beanspruchen. Also da werde ich nicht mehr, ne? Also ich sehe wirklich der Meinung. Und Julie Werner, wie hat er als Artistin gesagt, ob der das in Arabisch denken Kontrant wird oder ob es die Führung bringen? Ich meine, das einfach, du brauchst dass die ganz Opfer, die gemerkt wird, dass die ganze Produktion, die du hast, dass irgendwo ein bisschen mehr kanalisiert wird, dass ein bisschen noch da noch geguckt wird, wo sie Artistinnen und Artisten, die kontinuierlich schaffen, die seriös schaffen, egal was sie machen, ob das lo, also jeder kann do machen, ich verstehe, also das wird ich eben, das wir drohen eben halt auch, also irgendwo muss man anfangen, Linien zu machen, voilà, weil man besser dadurch besser können unterstützen, besser kategorisieren, besser definieren, aber wenn man dann so los und ja, wie vielleicht ein Mann bis nass, dass jeder die Büsse mal all Mond etwas Kleines und Platte verkauft, voilà, dass den Namensstüppe gehört wird, wie ein, den das all Tag möchte, den du von den ob Singpai von Sängerkunst oder die Service, die du mal davon bin, lebt. Wenn ich das alles möchte, dann wird das Profilisation, also dann kann ich nicht definieren. Und da wird das nie an dem Sinn, ja, Definition von Künstler, von professionellen Künstler, kann das nicht hier klappen. Dafür, ja, jeder kann machen, was er will, aber mit Schwan, und durch die Schwan kann man die Leute ein bisschen, also, ja, definieren. Das ist Sonntagsmaler, ja, gut, das spielt ja viel mit ja, man braucht mir auch ganz, ja, also, es geht ja weiter, es geht ja auch über den Marché, wie viel beziehen die dann eben den von der Lehre, oder wie viel ziehen den dann vielleicht ein Profilpai heute noch nebenbei, das ist so. Ja, aber ich meine, also, ja. Doch, aber das darauf zurückzuführen, ich meine, das wäre eine Diskussion, die in der Woche, in dem Kontext, denke ich, sicherlich muss, hier am Land feiern. Wie professionell ist dann ganz Umfeld, an dem Kunst gewisse geht.
Ja. Ich meine, wie ist es mit den Kulturzentren, die Stadt-Land sind, wo es da gibt, die sicherlich eine exzellente Arbeit machen, aber wo es aber viel gibt, wo ich wusste, ich hier dann mal, ich hoffe, dass ihr das falsch versteht, die malen Hausmänner und Hausfrauen ausstellen, und das aber, die sich aber irgendwo nicht mehr an der öffentlichen Diskussion distanziert von den Leuten, die einen kontinuierlich seriös Demarche an ihrer Kunst machen. Und ich meine, das ist ja auch, wo man vielleicht ein falsches Verständnis kriegen von den Sachen, dass für die le contraire, denke ich, funktioniert. Das kann aber nicht so funktionieren. Ich meine, für kurz von der Musik geschwärzt, die Musiker, auch von der kontemporären Musik, möchte, kann man zu einem Instrument umgehen, den das Ganze ja fertig. Ich meine, bei der Plastik, da kann ich ganz viel fuddeln, mal eine ganze Zeit. Das fängt bei Kneipe gehen, bis da immer einfach sich an einem Umfeld drin von, wo Matsch schwimmt, aber am Endeffekt nicht kennt, wo die drin leiden, die seriös machen. Ich weiß nicht, Roland Schau, oder, ja, ja. Der Jean? Ja, ja, ja. Voilà. Also ich fand das eine gefährliche Diskussion, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, das immer interessant zu jugieren über die Qualität von Kunst, also wenn es engem nicht obleibt, das zu machen, dann ist es eine Menge an der Politik. Wir sind da für Kader zu setzen, mit Konditionen, und die können nicht qualitativer Natur sein. Wenn wir wirklich schon vom politischen Bereich gucken. Wir können Kriterien, Quantität, wie viel in der Bumi verkauft, dann hoffentlich noch andere Leute, wie viel ich schafft als Intermittent, mit das aber extrem heikel, für zu sagen, dass politische Niveau gegen gesucht gehen, dass du hast Qualität und dass du hast kein. Dafür haben wir ja auch. Ich meine, das war dem politischen Niveau. Nee, los mich ist, ja. Das gehört aber zur Diskussion dazu, wenn wir so mit 10 Lieden, und wir sagen, dass du hast ein Künstler, dass du hast keinen. Da kommen wir von nicht eine relativ komplizierte Diskussion, wenn wir es für die Legislativ festhalten. Wir hatten die Diskussion noch bei der Reform vom Statut, für so, wie definiert den Artist, können wir nicht einen Titel kriegen, können wir nicht sagen, dass du als ein Artist, ich fand, das sind schwierige Diskussionen, zumindest wenn man in die Geschichte guckt, aber wenn ihr guckt, wie ein Leute zu ihrer Lebzeit nicht unerkannt wurden, mit dem, was sie gemacht haben, und die haben nur eine Unerkennung kruten, als die größten Artisten von ihrer Zeit. Die andere Diskussion, an der das die von professionell oder nicht professionell, aber auch die als zweischneidig. Weil tut ihr ganz viele Artisten, die notamment auch enseignieren, nivelancht effektiv, respektiv die enseignieren nivelancht ihrer Kunst nur gehen, weil sie einfach finanziell nicht hinkriegen, für just von ihrer Kunst zu leben. Das heißt, wir müssen auch denen natürlich die nächste Unterstützung geben, für dass sie auch vielleicht den Deko packen, respektiv fand ich doch immens wichtig, dass die Artisten, die professionell tätig sind, auch enseignieren, weil du bringt ja auch etwas weiter, kann er sein Know-how weitergehen, und kann ihn andere Leute motivieren, notamment in der Musik, man das ja auch viel, und ich fand das immens wertvoll. Aber wenn man dann eigentlich hoffentlich auch eine Kunstshow, eine Kunstakademie zu beschulen, dann ist das noch ein Surplus, den dabei kommt. Mit dem Kulturminister, also bei Fall, für die Großmasse zuständig, wird kein qualitativ Kriterien oberlehnt. Dafür Kultur-Lix, die soll ja gerade die professionelle Begleitung machen, und das geht dann mit Kommissionen zusammen gemacht, wo dann Selektionen gemacht gehen, wie Leute können rausgesicht gehen. Und da Leute aus dem Sektor, die das natürlich auch können machen. Und just ein letzter Punkt, und da gehe ich mir noch bei dem Mikro weiter. Auch par rapport zu den Häusern fand ich es wichtig, dass es eine Multitude gibt, dass es eine nationale Musik gibt, den ein Rückblick auf dem Branddesign formidabel wirken möchte. Der einerseits, und dass es aber auch um lokale Plan, kleine Infrastrukturen gibt, wo Leute können die Sachen weisen, die absolut auch nicht prätension nur professionell zu schaffen, weil Kunst ist einfach auch ein Expressionsmodus, und das muss nicht für eine professionelle Künstler gehen, und muss ihn dadurch können durchheben, muss sie können machen, was die Lust hat, und heißt du doch flott am Lokalen eben können Sachen zu weisen, die du nicht der Qualität entsprechen. Okay, Herr Schau. Ich wollte just vorstellen,
von Professionalismus und so weiter. Wenn es steht, was professionell ist, muss ja so ein Markt sein, eine Rezeption sein, die mindestens genauso professionell ist. Aber wie soll sich das dann entwickeln? Also, wenn das noch tun oder nee, wie sie Tom oder die wird das für die Künstler muss professionell sein, vigiert oder über, nur durch immer Statut gelesen bei Kollegen oder das Thema steht, der kann für seine Kunst leben. Ja, der Tisch unter den guten Künstler für seine Kunst leben. Das ist kein Kriterium. Man kann so, der kann für seine Kunst leben, der Tisch automatisch so gute Künstler. Das kann ich mal nicht zu denen. Ne? Und noch, es gibt auch ein bisschen so ein Aspekt Lydik bei der ganzen Geschichte, wo die so unabhängig zu sehen. Ja, unabhängig von wem? Unabhängig, muss ich noch da vom Staat. Unabhängigkeit, das ist absolut. Das ist absolut. Es gibt nicht eine halbe Unabhängigkeit. Ich bin zwar unabhängig am Denken, ich frage mich an der Suche nicht, der kriege ich von wem. Also Unabhängigkeit ist ein absoluter Begriff. Da wenn es gibt, kein Auftrag zu machen. Und nachher vielleicht so zum Professionalismus nicht, weil es gibt ja auch das berühmte Salieri-Mozart-Problem. Ne? Der ganz professionelle Fleiß, ja, so den anderen, den du Lied hier möchtest, ja, aber wie nicht dann entschied, wen der beste Künstler ist. Wie nicht dann entschied, dass der Mozart vielleicht aber mehr interessant ist für den anderen. Den anderen aber sicher mehr fleißig. Ja? Voilà. Also da gibt es ganz viele Kriterien, die muss ich offen lassen, und da wenn es ging so, dass als Feld, wo ich noch kann scheitern, ne? Ob der Akademie Stuttgart schon ganz groß hat, so Studenten gespitzt, die Lehre der Akademie oder die Freiheit zu scheitern. Aber wenn das nicht angeht, die Freiheit zu scheitern, ja, da seht ihr in Hölle mal, das muss ihn angehen, und das ist ein Risiko, und wird Kinder dazu gezwungen. Voilà, das ist ein bisschen eine Haltung. Das ist radikal, aber das ist meine Attitüde. Ich komme nachher darauf zurück, also, da kommen wir da dem, was gesagt, also, ob der Minister sieht, dass, nicht der Minister für so, wer das Qualität finden, also, den Auftrag kriegt. Wir hatten bei dem E-Prozent, und öffentliche Gebäude viel gesehen, da dann über also wo man die Vertretung vom Kulturminister am Bauteminister dabei wäre, und da gibt es immer do eine Selektion, wie bei den Architekten aus. Bei den Architekten, wenn der Bau ausgeschrieben wird, da wird Konkurs gemacht. Da kommt eine internationale Jury. Und so hätte man können, bei den Gebäuden, von Anfang an so, was können dann das Gebäude, Malerei oder so. Und dann hätte man ausgeschrieben. Und dann hätten die Artisten sich können melden. Und da wäre eine Jury gekommen. Und dann hätte die Jury das bewährt. Und da wäre durchaus eine Erbest entstanden. Und auch die Lehren von den Artisten, für ein Dossier zu machen, für etwas zu präsentieren. Und all die Sachen, die sind da gescheitert drin, weil von aus dat wir so viel Suche für die Kultur. Und dem Mandat no, und da hast du Falle gelost gehen. Wie hast du gegangen? Und da geht der Minister mir in deren, an auch dem Champignorin, und da kriegen die Artisten so eine Reihe ein Auftrag für das Minister Erwerbskaffee weisen. Das ist kurzsichtig denken. Wir müssen den Künstler Aufträge geben. Und die Aufträge zu bewerten als nicht Rolf neben Kulturminister, da muss man der Minister sich aufsichern. Das weiß sie ganz genau. Aber ernst geht das nicht. Bon, früher wären die Leute aufhängig von Privaten. Wenn der Sita kein Statut zu machen kriegt, hat für Kirchenverkehr gestimmt. Was hätten da gemerkt? Dann hätten sie auch dann Deutschland aufgesagt, geguckt, wie da Erbisch zu kriegen, mit Aufträgen. Die fehlen. Das produziert auf Haube, wie ihr seht. Ja. Das ist eine kurze Zeit, das ist eben wie die Fotografie kommen aus, da hatten natürlich die traditionellen Maler kein Aufträge mehr, ja. Das war mehr realistisch, und mehr billig wahrscheinlich für dich fotografieren zu lassen. Dadurch, dass Künstler kein Aufträge mehr hatten, haben sie gelehrt Malerei, sie haben Malerei studiert, an dem sie gemalt tun. Weil sie kein Aufträge hatten sie eine extrem Freiheit, Banker gekriegt, ja. Zu malen, die wird Malerei geforscht.
Und das ist alles, was mir die für die modernen Kunst stellen. Das fängt in ganz kurzer Zeit, das mit 1900 Zugang. Für tun hat alle Künstler einen Auftrag. Und der Künstler, der keinen Auftrag hat, der weggehen, den wird Farben nur gerieben bringen, Männer und so weiter. Du willst, du hast nicht, wie viele Künstler verdreht der Markt? Das wäre die andere Frage. Aber wenn der so nur am Konkurs, mit den, ich fand das eine super gute Idee, mit dem nationalen Kontur für Kunst und Bau. Und dann ging es so, wie viel Olympiasieger Hummer, wenn wir internationale Jury hätten für das, wie viele Lützewege gingen dann da vorkommen, aber was wir das für einen Aufschrei, wenn ein Gebäude gebaut wird, eventuell finanziert vom Staat, und kriegen ausländische Künstler und Doktorrechte zu machen. Ich frage mich, was teilast wir dann, oder? Aber wen die Courage hätte, so etwas durchzufechten. Also, es gibt ja den E-Prozent noch immer. Und das gibt ja so gemacht, es gibt ja ausgeschrieben, und du können das natürlich auch international ausschreiben. Und das gibt auch Beispiele von internationalen Wirken. Aber das auch da Verbesserungspotenzial, ich hatte da nicht noch nimmt mir auch das, haben wir überschafft, zusammen mit dem Bauministerium, schon da ja auch Apriko verstanden, für was, dass die zwei Ministerien wohl zusammen haben. Das war eine ganz gute Idee. Voilà, also dass man an eng große Herausforderung, also auch die, dass man gemengt und am Bord kann, dass man da rein uns gehen, wie sie können die Konkurren organisieren, für das zu machen. Aber wir haben auch eben, weil ich der Meinung sind, dass es nicht Minister zu dezidieren, was soll kaufen für die Kollektion vom Minister, und auch da eine Kommission angesagt, wo notamment auch die Museen darauf vertraut sind, für eben die Akquisitionen zu machen, für das man können Werke kaufen bei den Artisten, dass man es aufschwätzen mit der Kollektion von den Museen, an du also eine Person, die ich rekrutiert in der Minister, die Kollektion auch abschafft, dass man die auch können visualisieren, erweisen, und besser noch viel bringt. Das ist mir Hundo, die ganz öffentliche Hand wird ganz klar eine Mission zu spielen. Ich bin da absolut mit dir d'accord, für mehr Aufträge zu gehen, auf hier auch eben der ganze Patrimoine, den wir haben, an Kunstgeschichte, die wir Salzburg aber auch haben, für die so auch können zu dokumentieren und zu halten. Voilà, ich meine, das ist ein gutes Schlusswort für den Tronhai zu Ende zu bringen. Und ich wäre da froh, wenn man nach könnten Fragen von den Visitoren, von den Leuten, die nur gelauscht haben, zu kreieren. Wir haben heute Experten da, also wen stellt ihr echt vor? Meint ihr Leute heute, die sich aber an der sehen, die da sind, die da schaffen, die auch eine Meinung zu Sachen haben, die vielleicht wichtig wäre, für mal dann Diskussionen zu bringen. Also könnt ihr vielleicht just kurz den Namen sagen. Mein Name ist Joachim van der Vlucht. Und ja, ich bin schon bald 25 Jahre professionelle Maler am Land. Und zu der ganzen Diskussion wollte ich sagen, ich bin ganz bei dir, Roland, weil das ja eine ganz persönliche Entscheidung Künstler zu gehen. Und das muss sich bewusst sein, ja, wie Risiken in Domata angeht. Und bei mir ist es so, dass der Marché de Fett zu verkaufen, davon können zu leben, und zwar die so weiterzumachen, beruht, ja, ob Malerei, die vielleicht en Phase ist mit bestimmten Leuten, die das wollen kaufen, wo ich gesehen, dass der Staat oder Instanzen könnten helfen, als die Leute Opportunitäten zu geben. Die Selektion, mischt sich quasi von selber automatisch. Ob das nur der Goût von dem Klient ist, oder der Goût oder die Meinung von einer Jury, das spielt dabei keine Rolle. Weil der Künstler muss ja seine Arbeit machen. Die ganze Diskussion über Professionalität, die hat für mich einen komischen Beigeschmack, weil das gibt ja heißen, dass den seine Art und Weise zu schaffen, der Meinung von einem anderen upasst. Und das muss ich ja als Künstler gerade seinen eigenen Weg gehen. Und ich will noch kurz dazu hinzufügen, ich bin noch 20 Jahre Member, Fondateur von einem Kollektiv, vielleicht bekannt Kollektiv zu Kersch, das tut mir viel geholfen, weil an einem Gruppe, wenn man sich innerlich kann unterstützen, in auch
Opportunitäten kreiert, für andere Künstler zu helfen, Kontakte zu knüpfen, selber Ausstellungen zu machen. Das heißt, ich war auch zum Beispiel bei den Diskussionen von der Kulturentwicklungsplan dabei, und da waren viele Leute, die sich gelohnt haben, ja, ich hätte gesucht, ich schon zu schwierig an Hai und Do, Schiedfrieden hält nicht mehr die Hand ab. Aber noch einmal, selber die Decision zu holen, Sachen sichern zu gehen, dafür zu schaffen, das gehört auch zu Professionalismus. Wie wird bei dir, der Minister, ja? Oder? Ihr denke, muss ich schwer machen, und da muss ich leider Leute holen, die schwer gemacht haben und die dann auch nicht gemacht haben. Ich meine ja nicht, dass es so antagonistisch ist, weil für Positionen vierlein. Also, nee, voilà. Die so einfach, das ist ja auch an, die so tatsächlich wischt, muss ihn dotieren, auf den Weg gehen, dass ihn eins geht, dass ihn da Ticket, das ist ein komplizierter Job. Dass ich just so, aber ich mal die Äden, die vom Minister aus vorgehen, sie wird über den Statut oder über Buchsen und so weiter. Da das ja auch just wie die Nummer zieht, das ist ein Zusatzhilfe, das geht bei weitem nicht durch, just davon zu leben. Gibt nun mal aber auch Sparten oder andererweise sich zu exprimieren, wo es nicht so einfach ist, ein Publikum direkt zu finden, den das auch kauft. Respektiv auch dem nur wegen Installationen nicht sind und so weiter, für dann Preneur zu finden. Und ich sehe also aber doch an der Responsabilität, dass man die Möglichkeit gehen, sich können zu entfallen, auch wenn es dann nicht ganz unabhängig ist. Das eben nicht, das einfach nicht so, dass es mit aller Zucht für Kunst möglich ist, also komplett frei zu überleben, ohne eine Hilfe zu kriegen. Und ich gesehen dort in der Staat aber absolut an der Verantwortung für Matt eine Hand umzupacken. Das ist nicht ein 100% Finanzment von einem Künstler. Das ist immer wirklich nicht. Also ich schwätze von der Malerei, Bildhauer, also ich schwätze nicht von Musiker, von Theaterleitern. Das ist eine Geschichte. Nee, weil die sind aber streng hier, aber den Job ist streng. Und das ist ziemlich gut, wenn man sich dort ziemlich friedlich informiert, oder wissen, weil das geht, weil, wenn der Jung das lehrt, der Beste von den anderen. Und, wie ich auf der Akademie komme, stimmt nur eine Statistik. Da stimmt ob 2.000, also ihr, die durch diese Tür kommt, 2.000 kennen Herrn Offenhörer Kunst geben, 2.000, von die studiert haben, an die als Künstler steuerlich erfasst werden. Also die ganze Hobbykünstler gehen nicht dabei. Also 2.000 an Deutschland, das war 74. Das wissen viel das. Mit 2.000, ich meine, die 12 steht, oder die können sich merken, da wissen, ob Potenzial ist, ne? Muss ich nicht. Kann ja auch noch so ich kann aber lieber Zwischenprof oder so. Also, ich will lieber guten Zwischenprof wie schlechte Künstler. Ich meine, dass auch de ganze Paradigme von mein Akkommas just dat würde ich verkaufen. Ich meine, dat misst auch anderen zum Beispiel da den für ein Expo, dat wann den nicht verkauft, gut nicht kriegt, der Tisch von kriegt eine Kasche zum Beispiel so Sachen aufhören, dass den Künstler egal wieder eine Kasche kriegt und dann der Expo aber etwas an dem Sinn Bullshit oder nicht den Pay to own, mit Pay to use, all das was Tradukteuren und so weiter, Tisch ein Gruppenexpo, dann eben auch du mehr Flexibilität von den Institutionen dann eben envisagieren, dass du nicht, du lieferst ja etwas, du schaffst ja etwas dafür und dann, wenn du was darfst, dann, das ist, das, ich meine, das muss auch wissen in Zukunft, dass du ahnst, dass, das nicht ist, als vielleicht du 200, wenn ich drauf sitzen bleibe, dann bleibst du drauf sitzen. Ich meine, das, ja, vielleicht, also, anders, das auch nicht anderen. Voilà. Das geht es schon. Das nennt ihn eine Galerie. Galerie investiert, und du findest Kritik, wenn etwas verkauft geht. Also, die Galerie geht auch das Risiko an, wie der Künstler. Wenn die Galerie etwas verkauft, kriegt sie 50%. Wenn sie nicht verkauft hat, sie Pech. Das ist ein professioneller Hintergrund. Anderen kommerziellen, mit das professionellen, wo Leute auch mit ihrem Risiko reagieren. Der Galerist und die Galeristin, die gehen auch das Risiko an, und der Künstler geht Galerien. Und die machen ein Team. Das ist ein Deal.
war Detail geht, dat das eng rekurrent Diskussion zu Lützburg wie net wie die zu Stuttgart zum Beispiel gefordert getregenmäßig Institutionen die Exposition professionelle Institutionen aber staatlich oder lokal finanziert die Expositionen hun wo de Künstler besausstellt wo net dafür remuneriert gëtt da das eng Diskussion die Niveau von der APL gefordert geht zu Kunstmärt geht doch kein Deutschen geschützte Kunstmärt an was Regeln alles zu und sagen ja ich will just so geht gesagt zu Lützeburg Kunstmärt den immens protektionistisch aus an Lützeburger Kunst will den internationale Künstler sehen aber wann drin geht dass immer aber Lützeburger wenn der Krämer an wir gehen an Deutschland studieren an da kommen wir ganz schnell zurück auf Lützeburg weil du Krämer Unterstützung ich weiß dass ich ganz streng sie wie der so entschuldigt so wenn heute nach ein froh zu dem Bereich oder wie Beitrag Ja, moin, mein Name ist Fanny Wanker, ich bin eine andere Kuratrice zu Lützeburg. Ein anderer Gedanke, den ich schon hatte, wenn es darum geht, junge Künstler, die es nicht einfach um den Fuß zu fassen, wenn sie von der Uni zurückkommen und es nicht einfach um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich denke tatsächlich, dass viel Unterstützung an besonderen Umfang brauche, weil wenn ich gucke zu Lützeburg, die letzten 15 Jahren sind am Anfang eben gerade viele Künstler, die relativ spontan auf verlorene Plätze oder so Künstler, also Gruppenausstellungen organisiert haben, wo dann ziemlich breit auch Künstler angeladen wurden, was für die, besonders für Junge, dann auch super Opportunitäten dargestellt hat. Gleichzeitig also dann aber verlockend am Anfang zu viel Ausstellungen so unzuholen, die einem dann auch nicht ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Und so bleibt die irgendwie dann auch schnell und so kräsig wie hängen, wo dann noch nicht einfach ist, irgendwie rauszukommen und die nötige Distanz dann dazu zu kriegen, für dann noch wirklich die Macht zu schaffen und die Zeit zu holen und die Disponibilität und die Ressourcen. Ich wollte das Lunge so an Tron geheiern. Ich weiß nicht, ob du eben will darauf reagieren. Als junge Künstler. Ich habe einen Zweisprach. Ich habe schon meine Illustration, was mehr kommerziell ist, so das eigentlich mein Hauptabkommen ist von diesem Welt. Und dann habe ich dann etwas, was mehr an Malerei geht, wo ich machen für ja wenn ich mal durch das erleben so gibt das dann nicht gut und die zwei Sachen haben Spaß mich man kreativ was viel mehr kommerziell aus viel mal zu erleben das vielleicht ist die eine gewisse Pseudofreiheit dann man kann erleben und dann ist du durch dann du durch dann auf eine andere Weise ob ein Kunstmarsche dann war doch immer dann hinzukommen voilà. Das ist so wie ich voilà, ich droppe nicht oder schon kein Demitage Archimetil so mit das meint halt so voilà. Ich meine das ja den Problem den man die ganze Zeit im Uschwätze wo an kreist immer wie kann den sich finanzieren wann ich will denken an Singer Asian arabisch Entwicklung machen. Ich bin eng gerne froh, die sich heraus ergibt, von die Wenker just gesucht wird nach die ich auch einfach verleihe an Grundstellen. Stelle ich auch gerade zu Lützeburg fest, dass der nicht mal Alter zu tun, mit das ganz oft Artisten und Artistinnen, die machen Ausstellungen, sie machen eng und dann machen wir denen selber Sachen 40 oder 30 Kilometer für andere Mengen, da gehen die noch einkehr gewiesen, dat ich die Sache ungefähr 5-6 Mal am Land op bernere Plätze gewiesen, wat dann so besass für den an der Werbung ein bisschen den Overkill nennt. Dat sind genau die Sachen, die jo aber net förderlich sind für ich muss aber gucken, wie die weisen nicht etwas wertweisen nicht, wie bauen ich eine Ausstellung op, wie werd man nicht wo man nicht. Wie gucken ich für über die mich auch noch zu positionieren. Ich meine, den Roland Scholz weiß ja gewisse noch, wie so etwas funktioniert, wie zu Stuttgart funktioniert, wie dann Deutschland funktioniert, und wir doch zu Lützeburg immer regelmäßig ausgestellt. Den schließt er dann ja nicht aus. Das Problem ist einfach den, dass er sich nicht mehr kann mengen. Ich stelle ihn froh, kann er sich nicht mehr auf der Lützeburger
Umfeld limitieren oder muss ich nicht einfach probieren rauszugehen. Da sind ich dabei funktioniert dabei. Es gibt dynamisch geguckt, da sind nicht von sich. Wenn sie auch viele Leute für die Jungen, die bleiben zu Berlin, die bleiben auf der Akademie, wo sie sind, an denen steht, bleiben sie Zeit, ehe sie dann rumkommen. Ich meine, wo sie da gesehen, wie funktioniert. Packen ich es nicht. Nicht länger vom Überleben, mehr auch vom intellektuellen oder vom künstlerischen Aufbruch. Ja, wie gesehen, also als in den viele Leute kennt ja Meisterschaften ist immer komm rum, maul nicht. Und du willst, dass es lebt, da kommt einer zurück und macht das, dass es lebt. Du kannst nicht von der Hand nicht so nur die letzte Beschluss nicht. Aber du bist nicht häufig, es zu machen. Was willst du da? Und das, also, ich fand, also, ich bin nicht auf Lützburg zurückgekommen, weil ich an Dignitäten wollte, weil aus ganz persönlichen Gründen und das wird nicht unbedingt auf Sinn, dass ich eine hohe Schule wollte rein in meinem Leben. Das Konditionen sind für jeder immer anders. Das sicherlich, ja, wie schon gesagt, das wäre ziemlich kurz, das mir einfach irgendwie also an etwas ranzukommen, ob ich Fußfasser singen kann. Ja, irgendwie das Ganze toll zu bringen, wie am Ausland. Da kann ich nicht gehen zu. Es sind halt nicht so viele Leute da, die es machen, so ich muss sagen, Englisch. Dafür ja, effektiv, also war meistens sicher wie kompliziert, die zwei. Vielleicht auch mehr Möglichkeiten andererseits. Ich war in dem Sinn nicht viel am Ausland geschafft als freischaffend. Ich meine, Jimmy Armstrong. Ich meine, zum Thema, wenn ein Weg purmal ausgestaltet wird, dann hängt das natürlich von den Distanzen auf. Ein Kunstwerk entsteht ja nicht, oder der künstlerische Akt entsteht ja nicht nur beim Künstler, aber auch zusammen mit dem den Kunstwerk guckt oder erlebt. Und ich meine, du gehst auf der Welt ganz viele verschiedene Kontexte, an denen die Leute leben. Und da kann ein Kunstwerk, was zu Lützburg gewesen wird, ganz andere Interpretationen nachher auf hier bringen, wie wo auch immer, Südamerika oder was. Voilà. Wenn das Klangdistanzen sind, wie der Lösung, das eigentlich an einer Gemeinde ausgestaltet wird, dann nächstes Jahr an einer Galerie in der Hauptstadt und dann an einer Galerie am Eislig, dann ist das auch irgendwo fand ich bald frisch zu beurteilen, weil es gibt ja auch einfach die Realität, dass man an einer Gesellschaft wohnen, wo jeder oder leben, wo jeder sein Brot muss verdienen. Und das ist halt einfach eine Konsequenz davon, dass wenn ein Bild möchte wird, oder ein Bild, eine Skulptur, was auch immer das ist, du stößt extrem viel Arbeit dran und nicht mehr, weil das dann eigentlich nicht verkauft gehen, weil vielleicht dem Moment nicht die richtigen Leute das wirkt im Moment an der Galerie, da konnte gucken. Ja, das ist einfach eine Realität, dass das wirkt auch einfach anderen Leuten muss gewisse gehen, bis es da sein Besitzer kann finden. Und dafür fand ich doch ganz wichtig, dass die verschiedenen Institutionen, die man haben, oder überhaupt die verschiedenen Kadern, die man hat, für Kunst auszustellen, ganz diversifiziert sind, also dass man durch verschiedene Leveln Hund von mir kleinen Initiative geschworen sind. Du meinst, dass du könnt für allem drauf un, dass es konsequent gemacht wird und authentisch gemacht wird, dass wenn ihn sich als Galerieraum oder als Ausstellungsraum präsentiert, dass ihr wisst, wo ihr gerade steht, oder wen ihn aus und dass sich dann auch so gut. Also ein nationalen Musee zum Beispiel ist sich bewusst, dass es kein Off-Space ist und dass halt nicht die experimentalsten Kunstwerke entstehen. Und das ist selbst für Kunstkritik und an all die anderen Domänen, die eng 10 zusammen setzen. So, ja. Das ist ganz interessant zu suchen, aus viel Kugelgängen, von viel studieren worden. Das war die Stoßgänge. Velasquez gucke goen, dat huet sicher viel influencéiert. Die Environnement zu Stuttgart oder annner steet ass einfach Namen wie als ze Lützeburg. En hat Professoren, die mir sinn de Kap geheit hunn, net lieren, akzeptieren oder net akzeptieren, méi Schmengen dat formiert, den an der Tat schaffe, wat gemacht huet. Schmengen dat
Heinz zu Lützeburg wenig einfach mehr als fehlt den Environnement, wo ich kann diskutieren, an eng Meinung gesucht kriegen, an auch nicht bei Jurien, die müssen auch quasi professionell sein. An Menge Branche sind einfach zu viel Heinz auch ist so normal. Ein Politiker dran, den etwas gerne macht, auswählen, mit denen aber nicht Informationen für die Schwarz machen. Ich wollte dazu noch zu der Madame Doanen. An dem Beruf dürfen sich schon tatsächlich Vorbilder selber sichern. Wir dürfen uns Vorbilder selber sichern. Man muss jetzt echt nicht sichern, aber sie noch zweitens eine gewisse Bescheidenheit in der lehnen, an Versichern zu verstehen, was die gemerkt tun, an da den löserlösig der Hund herrscht. Just zu dem Übergang von Akademie oder von der Schule, ob wirklich dürfen. Das geht es nicht mehr. Früher, wie früher, so nicht, ja, das ist lang hier. Goufet immer, an Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie der Teil war, goufet immer Konkurren. Ganz, ganz viele Konkurren, die waren regional, die waren aber auch bundesweit. Die sind oft von Banken ausgeschrieben gehen, auch noch von Museen. Aber sie hatten immer eine professionelle Jury. Immer eine absolut professionelle Jury. Das heißt, Jury, die an der Süden kommen, das waren Leute aus dem Norden, die haben Künstler nicht kannt. Und da konnten dann die jungen Künstler auch E-Bild erreichen. Also nicht direkt müssen 50 Bilder haben. Das heißt, sie konnten mal, oder hier 2 Best an die anderen mal auf Zeit stellen. Und dadurch konnten sie sich testen. Sie sind aber gesiegt, wenn sie die Jury gepackt tun, war das schon für die Publik eine Präselektion. Und da sind auch dahin Galeristen gegangen. Galeristen sind nicht an die Atelier gegangen, sondern die sind durchgegangen. Das ist durchgegangen, wenn ein gut dabei hat, gut Bild dabei hat. Und dann zweiten nächsten hat ein gut Bild dabei, und dann ist da gesagt, oh, will ich mal durchgucken. Das ist etwas wie eine gute Übergangssituation. Erst von der Schule an wirklich leben. Und hat etwas mit der Realität zu tun, aber eine Chance hat, konnte nochmal einen so kleinen Preis. Das war keine Subvention, konnte den Preis für die Leistungen, die er gemacht hat. Das war a posteriori, nicht a priori. Fand ich wichtig. Voilà, sind noch andere Fragen da? Ja. Moin, ich bin Caroline an, was mich auch ganz viel interessiert, weil ich auch ein bisschen an der Situation bin. Also ich interessiere mich insgesamt für die Kultursektor, mir auch für künstlerisch Schaffen, mir nicht nehmen, also mir habe viel über Skulptur, über Malerei und so geschwärzt und wie ich Kunst verkaufen kann. Wie gesagt, dann halt so Lützeburg aus mit Kunstwerken, die nicht unbedingt so verkäuflich sind. Wir schwatzen halt von Videoen, von Installationen, von Soundinstallationen. Wer tun die, wie können die Künstler, die das machen, auch eine gewisse Visibilität kriegen? Können die dadurch auch eine finanzielle Unterstützung kriegen oder nicht? Weil, für war Diskussion ja auch, wie gesagt, just weil eine Bild verkauft, das nicht das einzig ankommen ist. Und muss ich irgendwie auch nach Ahnisch in der Kommission, zum Beispiel, wenn ich bei Ausstellungen abmischt oder so, und just weil ich bei einer Ausstellung selber nicht verkauft wird, weil das dann heißen, dass ich die Ausstellung für die Künstler keinen finanziellen Profit sozusagen holt. Also, das hat mich interessiert, wie gesagt, das aus, wie gesagt, für Kunstformen, die mehr an das Immaterial gehen, aber die auch ganz viel geht ja auch immer um eine Idee. Umfang ist immer eine Idee, die ich vermitteln will. Und dann denkt ihr nicht immer direkt Umfang, okay, wie kann ich das vermarkten, wie kann ich das verkaufen? Mir geht ja auch darum, für eine Visibilität zu kriegen. Und das ist etwas, wo ich noch immer, also das ist ein ganz großes Niveau, du hast eine ganz große Komplexität, dann wie studiert das so? Ich kann mal auf den ersten Volley antworten. Das ist ja genau das, was ich wieder gemerkt habe. Ich habe nicht von anderen Kultursparte geschwärzt oder von Theater oder so, ist schon effektiv davon geschwärzt, dass bei weitem nicht alle Artisten Plasticiens Bilder malt, die Leute kaufen, für sich daheim abzuhängen. Das heißt, da muss ich dann schon auf einen wirklichen Kollektioneur fallen oder bei einer Institution, die Installationen, Videos und so weiter kauft. Und das ist eben das ist viel mehr kompliziert, für Doma da umzukommen, an Übertronnen zu kommen, wie wenn eine große Publik kann ausschwätzen. Und da gesehen ich eben auch uns an der Responsabilität als Decideur, als Politiker, und als auch im legalen Kader, dann die Leute aber mit auch zu holen. Und das ist natürlich fallen auch so Artisten in das Eis äden können, an den Statut kommen können, Buchse kriegen können, die noch an Kollektionen abgeholt vom Kulturministerium zum Beispiel. Das heißt, wir machen da ganz sicherlich
kein Differenz ganz so konträr gesehen als gerade do gefroht, dass man so ein groß Diversität wie möglich hun und auch dat auch förderen bei den Artisten, die aktiv sind. Erzweet wo die den zweiten Teil von der Frau nicht ganz sehr von der Visibilität mit leider se von den Artisten den so sto gesprochen fehlt. Dat eben Barremen angefordert gin, die fir wo dat bekannt wie gin, wéi happenings und so weiter, dat du Leiit net Henke belos geworden selbst 4 Weisen, obwohl es dat net kann verkaufen oder eng proposéiere fir kaufen, ob es verkees ist fir Bild Techt, du schaffst an du kri Kasche dafür. Du muss eng April eng Performance. Da sollst auch dafür bezahlt gehen und nicht just, weil das nicht kann sich abhängen soll nicht irgendwie etwas für die Künstler rausspringen. Ich meine, das ja du das auch ein Chantier darum, weil man eigentlich eine ganz klassische Auffassung meiner Meinung nach für viele Leute, dass ja solange ich nicht sich abhängen kann, muss ich nicht dafür bezahlen. Also, nee, voilà. Ich meine, du spielst in allem Kunstgeschichte eine ganz wichtige Rolle, weil wenn ich nicht weiß, wen, also als breitere Publikum oder ich da einfach Sammler, wenn ich nicht weiß, wen ein Kunststück zu situieren oder situieren kann an seiner Kunstgeschichte oder auch an gesellschaftlichen Themen, dann wird die Valeur von dem Kunstwerk auch nicht unerkannt gehen oder hier nicht zugeschrieben gehen. Und da spielt dann auch Kunstkritik eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil der ob den ernst wie Kunsthistoriker, den nur Hanne guckt oder ich da historisch guckt, Kunstkritik eigentlich Moment schafft. Und weil ich denke, dass du auch noch für Lützeburg, wie soll ich sagen, wir haben ein paar ganz gut Kunstkritiker, aber ich meine, dass man da auch noch können besser wissen an schmengen, dass du zum Beispiel auch das Kunstarchiv kann etwas beitragen, weil Personen sich einfach zu summen am größer Publikum einfach über Kunstgeschichte können informieren. Bon, ich meine mal Sinn, vielleicht nur bei einem Punkt kommen, wo Diskussion aus dem wird. Da hanne gesot kind ass beweist, dat man an der Kultur an net dosinn, wo man sollen hekommen, dat Kultur an net gesiegert als dat. Guck mal wat an der COVID-Krise da iwwer Tronne brucht huet. Lächtens war dat Kultur. Am weitesten Sinn vom Wort, wo man als Zeit verbrucht, och natürlich mat dobausen an der frischer Luft sinn, ja auch mat lesen, mat gucken, mat Musik lausren, dat heißt Kultur als méi, als wie nëmme die verschiedenen Kunstsparten an die verschiedenen Aktivitäten an Menge Meinung als die, dat an der Bevölkerung die dat Bewusstsein net do ass. Dat Bewusstsein, Kultur geht immer ugeguckt, ja, das ja, dem Minister, der bringt ja nicht viel, den 1% vom Elektorat hat, denke ich immer gesagt, am Anfang. Und das ist ja leichte Kost. Und das ist das überflüssig. Nein, Kultur ist das wesentlich. Aber wir wollen, dass wir das vorbringen. Ich meine dann, qui veut vielleicht suggerieren, Madame Minister, hier Madame, da sollen sich mal das Modell von Quebec angucken, SODEC. Weil da sind die verschiedenen Sporten. Also eine ganz schöne Satz an ihrer Seite, ich lese den auf Französisch, für la culture se définit comme la diffusion de tous les savoirs, et mieux encore, la transmission de l'intérêt pour la connaissance. Auf hier drin alles abgezählt, wat dorenner zu fallen hat, wenn wir eine Gesellschaft wollen schaffen, wo die Kultur
eng selbstständig Platz. Und ich meine, aus den Bemerkungen da schenkt mir besser rauszukommen, dadurch der Mépris hanst du tief geht. Weil hanst du in dem Mond oder in der Musik möchtest, den schafft ja nicht. Das ja Topfassung von den Leuten. Verteilt das dann ein bisschen Musik machen, ne? Das spielen, das könnt alles vom selben. Und das Bewusstsein, das muss man noch ein bisschen noch vorbringen. Auch gerade wir haben, wo man in einer Gesellschaft sind, der es gut geht, die am Überfluss ist, wo alles am Anfang assuriert ist, selbstständig ist, wo man nicht mehr leiden muss. Auch das für Jungkünstler vielleicht eine Attitüde, die sie schwer akzeptieren. Wenn ihn alles direkt noch beiholt, bon, dann ist das nicht einfach. Also wie wenn ihn früher, ich hatte nicht viel Bücher, ich war froh, wie ich da einmal konnte an den Rabatt kaufen gehen und dann noch davon noch profitieren. Wen aus nach Haut an so eng Besoin, dat een minimal existenziell Sache nimi huet, wann dat der Fall ist, do muss können irgendwo Hülle frohen. Mit muss sich aber auch bewusst sein, also Kunst und Kultur als nicht der leichte Weg. Das ist der schwere Weg. Und das ist der Weg, wohin sich bei all Wirk muss neu auf Frage stellen. Alles von ihnen etwas Neues aufhängt. Da wissen wir nicht. Da muss bei Null umgehen. Aber wenn den Drang nicht da ist. Ich meine dann, als Berufung nicht da. Weil das ist mir ein Berufung, wie das der Beruf soll gehen. Und wir sollen bei Leuven nicht mit einer statutärischer Auffassung kommunizieren, dass es ein Beruf ist wie all die anderen. Nein. Das Minister möchte sein Bestes, für dass es den Artisten hier am Land nicht schlecht geht. Und das hat er fertig gebracht während der Pandemie ganz wunderbar, aber mit viel Respekt von allen Künstlern. Aber Künstler selber, die müssen wissen, dass ihre Weg der schwerste Weg ist, den sie wählen können. Das will mir einfach zu sagen, da gehe ich Prof und dann meine ich das, und es sind auch nicht nach aufgesichert, weil Prof sind. Es hat auch nicht mehr den leichten Weg. Aber dafür will ich auch keine das geben. Aber der Künstler, den ist an einer Situation, wo sich dann nicht appräciiert genug von der Gesellschaft vorkommt, weil die Leute das ja als das überflüssig angesehen. Aber wenn du dem Minister die Rekommendationen von einer SODEC an Praxis könnt umsetzen. Ich meine, dann hätte man wirklich ein Umfeld geschafft, das sich ganz Europa gefasst ist. Wo man nicht von Europa geschwärzt, weil da wir noch vieles zu sagen, weil wir sind ja am Fungol auch dependant von den europäischen Geschichten, die dann für Kunst und Kultur noch immer keine Einigung haben, wo es aber so ist, dass nicht so mobil ist wie die Artisten. Ja. Weil die Artisten, das sind auch die schon Europa hatten, eher mehrmals davor geträumt im 16. Jahrhundert. Was sind sie da gereist? Den Handel, den wird zu London gewohnt, dann als Deutschen hat kein Problem damit. Heute hat ein Problem, weil heute müssten passen oder eine Kartidentität. Und so weit haben wir diskutiert. Ich meine, dass wir vielleicht eine Rekommendation für uns alle Guten, für zu gucken, wie können wir die Leute mehr klar machen, dass Kultur doch nicht das überflüssig und das liest aus. Ja, man entend ça.
Da sind ich natürlich absolut d'accord. Geht das bisschen man negativ gesehen und schon mengen das ganz viel Leute extrem bewusst sie werden der Kultur hun und da tun wir auch gesehen worum abgegangen ist wie viel notamment Theater besat waren. Ich wollte just aber eine App so ein bisschen irgendwie irritiert auf verschiedenen Theatern. Vielleicht ist eine Generation froh, ich weiß nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Künstler, weil es effektiv eine Berufung ist, muss leiden oder mehr leiden wie de normalstierflichen, den enger Arbeit nur geht an einem Contrat de Travail, für das es in Kunst kann ausüben. Ich bin nur kontra der Meinung, dass wir auch hier einen starken Staat brauchen und dass der Staat muss möglich machen, dass der Künstler nicht muss so leiden und dass wir Unterstützung geben, weil es eben so kompliziert ist, für seine Kunst zu leben. Das heißt nicht, dass man Abühe willen unterstützen oder dass man sollen Leute, die nicht können oder wie sich, dass man die sollen unterstützen. Darum es geht nicht an als Zule weisen, da wir haben 100 Leute am Statut, das heißt, das so wirklich nicht übertrieben. Aber ich bin einfach fundamental nicht darüber d'accord, dass ein Künstler muss leiden, muss gelehrt gehen zu leiden, weil das den Statut vom Künstler ist. Ich hätte gerne, dass mir den Artisten so gut es geht in der Därm greifen, für das sie können, dass das nicht ganz unabhängig von beim Staat eine Hilfe aufredet, mehr auch, wenn man eine gewisse Independance d'esprit, weil man ihnen nicht draufschwätzen, was zu machen, weil man nicht jugieren, was zu machen, mehr dass man ihnen ein bisschen finanziell Unterstützung geben, für das sie hier Kunst können ausüben. Voilà, ich meine, war kein froh mit du sind schließen wir dat auf wird gewissen die Diskussionen die immer gefordert wurden, dass trotz der Diversität und trotz der Divergenzen aber ich mengen am Grund aus die gehen ich fand ich so gesehen dass man muss das Sache geschehen und das Stellenwert von der Kunst von der Kultur allgemein muss einfach gestärkt gehen und noch gefördert gehen sowohl von staatlicher Seite als auch von dem wird privat von drin von dem privaten Umfeld wird von drin ist und das durch muss brechen in dem Moment kommen. Ich finde mein so nicht merci, dass der Matt diskutiert wird dann dass der hohe Ermeinung klar und deutlich gesucht wird. Ich will ein bisschen zu viel probieren für sie rauszukriegen, dass da sie kommen. So nicht merci und voilà. Ein Merci dem Paul Bertmes, ein Merci allen Partizipanten und Panel. Merci ihr alle gut, dass ihr kommen seid. Der nächste größere Event ist der 9. Oktober, Nuit des Musées. Kunst all over the place. Künstlerinnen und Künstler, nicht nur aus der bildenden Kunst, sondern aus der durchstellenden Kunst. Es gibt auch kulinarische Kunst. Also kommt am Nuit des Musées als so wie den heutigen Event. Covid-Check, also so sicher wie nicht mehr möglich. Und ich hoffe, dass wir Tausenden und Tausende Kunstbegeisterter können empfangen. Und ein Jauge von der Santé von 2000 Leuten pro Musee simultanément, also wenn wir die verknacken, aber wir müssten noch nicht mehr einen Hebel checken, dann hat man ein größeres Reussit. Kommt gut hin, merci.